Donnerschlag. Gedankenanstoß und Inspiration. Das ist der Donnerschlag vom Juli 2020 von der Anne Deppen. Ich bin im Leitungsteam von der Metal Church und Co-Verantwortliche vom Offenen Ohr. Ich möchte vorausschicken, dass ich Katechetin bin im Kanton Solothurn und da dürfen wir pro Woche eine Lektion Religionsunterricht pro Klasse geben. Von zarten Pflänzchen und Stallgeruch. Vor kurzem hat meine zweite Klasse an einer schriftlichen Arbeit gearbeitet. Plötzlich ist eine Schülerin neben mir gestanden, hat mir fest in die Augen geschaut und gesagt, wenn ich einen Wunsch frei hätte, würde ich mir wünschen, dass du einen ganz guten Tag hast. Wow, Hühnerhaut pur. Als ich mit der gleichen Klasse die Josefsgeschichte durchgenommen habe und mir bei den Sklaven ankam, habe ich gefragt, wer gibt denn eigentlich einem Menschen das Recht, einen anderen zu verkaufen? Wir sind doch alles Menschen, wir sind doch alle gleich. In einer späteren Lektion ist es um Vergebung gegangen. Der Josef hat seinen Brüdern vergeben. Die Schülerinnen und die Schüler waren ziemlich hässig. Es geht doch gar nicht. Der Josef, der durch seine Brüder so viel Unrecht erfahren hat. Ein Kind hat plötzlich gemeint, aber das sind doch auch alles Menschen. Vor kurzem sind 2 Mädchen vor mir gestanden, die vor knapp 3 Jahren bei mir noch in der Kinderfeier waren. Das war dann mega eine coole Geschichte. Die Geschichte mit den Würmern. Mein Thema war dann zumal das Brot vom Himmel aus dem 2. Buch Mose 16. Ich habe die mit den kleinen Kindern in vielfältiger Weise vertieft. Und ich war sehr erstaunt, dass die sich noch daran erinnern konnten. Im Juni habe ich eine 3., 4. Klasse in ihrem Schulverlegungslager at home rund ums Schulhaus und auf verschiedene Ausflüge begleitet. Es hat sich dann einmal ergeben, dass wir ein Gespräch unter Lehrpersonen hatten. Mit von der Partie war aber auch der Ronny, ein ehemaliger Rallye-Schüler von mir, der schon gleich in die 9. Klasse kommt und den Lehrerberuf geschnuppert hat. Eine Lehrerin, die gerade 50 ist geworden, hat so gesagt, dass sie jetzt den Zenit erreicht hat. Für mich hat das tönt wie, von jetzt an geht es nur noch bergab. Ich konnte das nicht können und nicht wollen stehen. Für mich ist das Leben zu kurz. Und darum versuche ich erst recht, die verbleibende Zeit zu geniessen und auszukosten, soweit das eben geht. Ich habe dann Ronny gefragt, hey, erinnerst du dich noch, wo wir im Buch vom Prediger das Kapitel 12, Vers 6 studiert haben? Genieße dein Leben. Bevor es zu Ende geht, wie eine silberne Schnur zerreißt und so weiter, hat der Ronny angehängt. Oha, das hat er noch gewusst. Er hat diesen Spruch auch auf seine Bibel geschrieben. Und den Umschlag dazu haben wir ja im Unterricht zusammen gestaltet. Ich war beeindruckt und ehrlich gesagt auch ein bisschen stolz. Das sind so ein paar Beispiele, wo mir immer wieder Kraft geben und mich ermutigen, der nächsten Generation in unserem Kirchenbank Interesse und Wohlgefühl zu erwecken. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, es geht hier nicht darum, mir auf die Schulter zu klopfen. Es geht mir viel mehr darum, dass hier zarte Pflänzchen heranwachsen, die gehegt und gepflegt werden müssen, damit sie irgendwann den Stallgeruch annehmen können. Stallgeruch? Wirst du dich auch jetzt gerade fragen. Ja, einerseits das Parfüm von tierischen Ausscheidungen und andererseits ein Ausdruck, der im übertragenen Sinn die Herkunft und Zugehörigkeit von einem Individuum zu einer Gruppe oder Familie bezeichnet. Irgendwann ist der Begriff an einer Konfirmation gefallen. Der Hoffnung ist Ausdruck gegeben worden, dass Konfirmanden während der 9 letzten Jahre kirchlichen Unterricht etwas von diesem Geruch haben angenommen und sich jetzt auch der Kirche zugehörig fühlen. Und wie hat schon der Manni Matter in seinem Lied gesungen, wir haben einen Verein. Und die Leute sagen, schau, der gehört auch dazu. Und manchmal gehöre ich wirklich dazu. Und ich stehe dazu. Ich wünsche mir, dass die eine oder andere Schülerin und Schüler von diesem Stallgeruch etwas annehmen. Aber wie steht es mit dir? Hast du den Geruch von der Metal Church auch schon angenommen? Gehörst du dazu? Wir freuen uns, dich in unserer Mitte willkommen zu heissen. Alles Gute und sei gesegnet.